Klimawandel gëtt net. Scheiß Political Correctness. Ich darf dann wohl so, was ich will. Ich bin kein Rassist. Meh. Das Greta, das soll mir immer in die Schule gehen. Schön, geht lo durch. Umstamine. Nicht argumentieren. Willkommen beim Umstamine, nicht argumentieren, dem Podcast von ASTM, dem Klimabündnis Lützeburg an Radio ARA. Mein Name ist Cedric Reichel, ich bin Ehren Host. Ich werde all Monat mit einem Gast probieren zu analysieren, wie ich kann auf Stammtischparole reagieren. Der Prozedere ist immer dieselbe. Es gibt eine Stammtischparole an den Raum gehalten, an ich oder die andere Person werden darauf reagieren. Nach einer gewissen Zeit schließt man das Gespräch auf, indem wir dann analysieren und probieren daraus Guidelines herauszufiltern, wie ich eben kann, mehr souverän am Umgang mit Stammtischparolen gehen. An dieser Rubrik werden wir so Situationen vorspielen und uns dann noch die Reaktionen angucken. Dafür werde ich allkehr einen Gast bei mir haben, mit dem ich eine Situation vorspielen kann. An diesem Kehr begrüße ich Michel Damehai. Michel hat bis Ende August am Sit-Team von der ASTM geschafft und hat einen Background an der Soziologie. Moin Michel. Moin Cedric. Ich habe da eine Stammtischparole mitgebracht. Was du bereit? Voll los. So. Wer ist das eigentlich mit der Fluchtscham? Ich verstehe das einfach nicht. Für was soll ich mich schummen, um einen Flieger zu fliehen? Wobei der Flieger ja eigentlich fliegt, ob ich dran sitzen oder nicht. Das ist ein guter Punkt, den du siehst. Effektiv, also du siehst sich zwei Sachen, die scheren. Das eine ist eben das Konzept von der Fluchtscham und das andere ist eben froh, ob ein Flieger fliegt, ob du dran sitzt oder nicht. Das mit der Fluchtscham gebe ich dir gerne kurz erklären. Das ist ein ganz rezentes Phänomen. Den hat vor 3 Jahren ungefähr angefangen aus Schweden mit einem Aktivist, den über Twitter eben proklamiert hat, dass er sich ab diesem Moment praktisch schummt, für am Flieger zu sitzen und noch zu fliehen. Und dann noch radikal sein Leben geändert hat, an seiner Unterprise gesagt hat, dass er nicht mehr nach Zucht tragieren möchte. Das als zu einem gewissen Hype gehen, und daraufhin haben effektiv Männerleute an Skandinavien angefangen, den Flieger zu holen, und zuerst als Rufgang von den Passagieren. Und daraus ist das Phänomen Fluchtscham entstanden, was definitiv ein virales Phänomen ist. Ich fand interessant, an dem Sinn, war das Scham. Scham ist etwas ganz Persönliches. Ob du das empfindest oder nicht, das kann ich schon nicht beeinflussen. Das ist auch etwas ganz Individuelles. Die einen schummen sich zum Beispiel an der Öffentlichkeit plagisch an den See zu sprangen, andere haben damit gar kein Problem. Das kann ich nicht pauschalisieren. Und ich fand es auch ein gesellschaftliches Komponent. Guck zum Beispiel den Umgang mit dem Tabak. An den 60er Jahren war es ganz normal, da war sogar gut angesehen, wenn eine Zigarette filmt oder auch ein Zigar. Auf verschiedenen politischen Kreisen war das echt da sogar ein Stilmittel. Das sehen wir oft als Serien. Und obwohl, also ja, aber heute ist das so, dass die Gesellschaft gesagt hat, nee, eigentlich als Firmen nichts Gutes. Ich will nicht Passivraucher sein. Und das hat sich geändert. Und ich sehe das echt eben als Phänomen. Und beim Fliehen ist es ja effektiv so, ich zähle mich dazu, ich bin oft geflohen, ohne schlecht Gewissen. Weil ich gehört habe, Fliehen ist cool, Fliehen macht Spaß, die Welt ist groß, die Welt möchte mich, ich lerne alles kennen. Und beimol geht da bewusst, wie klimaschädlich eben Fliehen ist. Und das ist lang ignoriert gehen. Und daraus ist eben ein gewisser Fluchtscham bei verschiedenen Leuten entstanden. Wenn du das nicht tust, dann ist das der gut recht. Ich gebe da just so ein, wie weiß, ob sie das nicht vielleicht da war, an ein paar Jahren auch nicht gesagt. Aber nee, ich fand nicht, du musst Fluchtscham haben. Absolut nicht. Me schummeln hin oder hier. Der Flieger fliegt auch, wenn ich nicht dran sitze. Das ist ein anderer Punkt, genau. Also, du hast vielleicht kurzfristig sicher recht. Natürlich, der Flugplan ist festgelegt an Flieger fliehen. Mir gucken wir, was zum Beispiel geschieht als während Corona. Am März ist noch alles normal geflogen. An Bemol, wo die Leute nicht mehr geflogen sind, wo 80%, 90% von den Tickets gecancelt sind, sind die Leute nicht mehr geflogen. Und ja, war das geschieht? Effektiv sind verschiedene Airlines noch weiter geflogen. Idle, ja, du hast die schöne Expression entstanden, Popcorn durch Gegend fliehen. Für was haben sie das gemacht? Sie haben das gemacht, für hier Slots nicht zu verlieren. Das ist nämlich so, es gibt eine Regelung von der EU, die besagt, wenn du eine Strecke gebucht hast und du hast sozusagen Recht, lass mal so, von Lützeburg auf Frankfurt zu fliehen, aber wenn du das mehr wie 80% vom Jahr erfüllst,
da verleierst du recht op de Slot. Und das ist natürlich für die Airlines ganz lukrativ und dafür riskieren sie einst du, Eidel durch Gegend zu fliehen, aber am Platz eben sozusagen den Flug aufzusuchen. Gott sei Dank hat eben die EU dann ganz schnell reagiert, aber bis Oktober ist die Regel ausgesetzt. Das heißt effektiv, die Pflicht ginn momentan net geflohen, wo es keine Buchungen ginn, die sich nicht rentieren. Weil natürlich muss ich trotzdem so ein Airlines sind ökonomisch Unterprisen. Aber wenn keine bucht, da fliehen sie auch nicht mehr. Vielleicht auf Kursdistanz fliehen sie noch mit wenig Leid, aber es gehen auch Strecken aufgesucht, ausgesagt. Zum Beispiel, ein gutes Beispiel an Deutschland ist Berlin-München, sind dass es die neue ICE-Trasse gibt, die viel schnell fährt wie viel drun, lohnt sich das nicht mehr, aber viele Airlines fliehen die Strecke nicht mehr. Also in dem Sinn hat schon jidfreen aus seinem Klängen Kreis einen gewissen Abfluss. In dem Sinn, wenn du nicht flitzt, dann irgendwann fehlt natürlich auch den Ticket an, dann hast du natürlich einen ökonomischen Impact. Also all Kaufentscheidung hat einen Impact und die Ökonomie, so wie das am Klängen ist, als das eben noch am Großen. Dafür gebe ich schon so es möchte einen Unterschied, ob du flitzt oder nicht. Am Anfang hast du recht, da kann ich schon drüber nachdenken. Mehr will ich auch nicht. Tipptopp. Okay, Michelle, was denkst du so über meine Antwort? Also, ich finde es gut fand, dass du die zwei Themenkomplexer, die ich angeschwärzt habe, separiert hast. Und du hast sie nicht auch direkt an Kombination gesagt. Also, es war ziemlich getrennt und relativ gut erklärt. Du hast mich auch seriös geholt und Stammtischparolen nicht direkt aggressiv gekontert. Du hast schon probiert, mal deine eigene Haltung zu erklären und anhand von persönlichen Beispielen ein bisschen doch mehr verständlich zu erklären. Mehr persönlich fallen so Diskussionen gegen Stammtischparolen relativ schwer, weil ich fand nicht unbedingt direkt die richtigen Beispiele oder ich kann nicht spontan darauf reagieren. Und dann so ein ich persönlich halt lieber nicht falsch ist. Ich kann nicht gut verstehen, was du siehst. Ich meine, effektiv kann ich nicht immer kontern. Es gibt auch Momente, wo ich nicht muss kontern. Es muss einfach eine generelle Bereitschaft sein, überhaupt der Not zu lauschen und überhaupt zu diskutieren. Wenn die nicht da ist, dann hast du besser, du gehst länger weh, natürlich. Was die Fakten betrifft, fand ich auch da, dass du kein Zeichen von schwächst. Wenn du siehst, ich bin mir nicht ganz sicher, komm ich gucken, das zu mir noch. Und dann merkst du, wie die andere Person reagiert. Wenn sie sieht, das ist mir egal, dann merkst du, dass die sich eben Statistiken oder eben auch wissenschaftliche Fakten gut nicht interessiert. Wenn sie aber sieht, ja, komm, ja, von mir aus, dann merkst du, dass die Person eigentlich echt etwas sieht, von dem sie selber vielleicht gut nicht so überzeugt ist, mehr etwas wieder hält oder eben auch einfach emotional reagiert. Dürfen man nicht immer situativ davon abhängig, eben wie ich auch mit der Person, ob ich auch bereit bin, das zu diskutieren, absolut. Merci, Cedric. Stamine. Nicht argumentieren. Das wäre für diesen Monat von meiner Seite. Nicht argumentieren wird produziert von ASTM an Zusammenarbeit mit Radio ARA an dem Klimabündnis Lützeburg. Die Sendung basiert auf der Idee Klima artikulieren vom Klimabündnis Österreich, finanziert vom österreichischen Umweltministerium. Klimabündnis Lützeburg hat diese Idee unter dem Titel Klima argumentieren umgesetzt. Ihr könnt die aktuell völlig Stamine auch immer auf der Website Radio Lara lauschen und ruflöden. Ihr findet es auch auf Spotify an andere gängige Podcatcheren. Hanna lost also auch gern eine Bewertung. ASTM findet ihr auch auf Facebook, an Instagram und natürlich an astm.lu. Fragen und Kommentare zur aktuellen Sendung könnt ihr gerne richten und podcast@astm.lu. Mein Name ist Cedric Reichel. Merci für das Lauschen und bis die nächste Woche. Und denkt dran, think global, act local.